Kapitel 8 Unbeugsam ist beendet. Und damit willkommen zurück zu Fire Emblem Path of Radiance zum Start des nächsten Kapitels in Galia. Jo, war ja zu erwarten, wa? Guten Morgen, Ike. Hast du vielleicht einen Moment Zeit für mich? Was gibt's denn? Ich höre zu. Unsere Ausgaben, unsere Kampffähigkeit, der momentane Status unserer Truppen. Über all diese Dinge musst du Bescheid wissen. Diese Dinge zu verstehen gehört ebenfalls zu den Aufgaben eines Commanders, wa? Also dann, lass mal hören. Sehr gut. Einnahmen, Ausgaben, Konto, Bonus, Held, Athen, Neuzugang, Iliana, ja, Verluste keine, cool. Kampferfahrung insgesamt so viel gesammelt. Ja, Bonuserfahrung, vermutlich wenn das Kapitel innerhalb, keine Ahnung, 5 Zügen vielleicht beendet hätte, sprich noch einen Bossblock gemacht hätte, dann hätte er vielleicht welche bekommen, oder ich hätte hier sowieso ihn platt machen müssen, um es zu bekommen, egal nach wie vielen Runden ich das geschafft hätte. Egal, Ausgaben, wieso eigentlich Ausgaben so viele? Was habe ich denn ausgegeben? Das war's. Das meiste von habe ich verstanden. Ich werde die ab sofort für jeden Kampf Bericht erstatten. Vielleicht hilft das ja. Das wird es sicherlich, danke. Ich verlasse mich darauf, dass du dich um die Details kümmerst. Mach weiter so, sehr gut. Vielen Dank, Commander, ich werde mein Bestes tun. Und nun bitte ich um Entschuldigung, ich muss gehen. Tschüss. Ja, gut, so viel dazu. Er hat ja die Frage, haben wir sonst etwas Interessantes dabei? Er hatte noch den Langbogen, sowieso keiner benötigt. Momentan zumindest nicht. Hast du eine Axt noch? Vielleicht eben noch eine Eisenaxt, wa? Kann auch nicht schaden. Er hat vermutlich auch nichts, was er irgendwie noch mitnehmen könnte. Ein Halsstab zwar noch, aber wir haben genug. Tonschlüssel, Heilmittel, eine Schere-Ikone ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Sie vor allem halt. Oh, er kann das Feuerjuwel abgeben. Das müsste etwa 5000 geben, wenn man das verkaufen würde. Sie ist ja ein guter Magen mit Elfendonner und Donner normal, weil es ein hohes Donnerlevel hat. So eher weniger, aber okay. Rang sind momentan noch keine. Die Frage wiederum war, gebe ich direkt vor, jeweils im Stand des neuen Kapitels direkt ein paar Erfahrungspunkte. Dann sind sie stärker. Wer hat es ja voll gelohnt. So, und sie garantiert, jetzt dringend nötig. Die ist echt aktuell nicht so stark. Mann, ey. Keine Verteidigung, Angriff ist auch ein bisschen mies. Das hat halt Geschick, also sprich Geschwindigkeit. Das ist ja toll, aber... So, mal gucken, was kriegt sie, wenn ich hier 34 noch gebe. Level up. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Jo, passt, würde ich sagen, lassen wir so. Fähigkeiten gibt es momentan keine. Das ist auch gut. Unterstützung vielleicht noch irgendwie. Mit Sauen. Neige, Laufleisch, welche Früchte? Ike, hörst du zu? Tut mir leid. Ein Vorlesen ist müde. Ja, so ein bisschen Unterstützungsgespräche, das sind wir jetzt nicht großartig. Was da zum Durchraten so, könnt ihr das durchlesen, aber wie gesagt, jetzt groß vorzulesen, nö. Bin ich nicht so der Typ dafür. Ja, überhaupt nicht so gefühlslos. Im tiefsten Inneren bist du ein richtiger Softie. Bitte was? Nix, tschüss. Süßer Albträume, Mike. Der erinnert mich irgendwie an Talia aus Awakening. So. Mit Riss noch, hat das gleich gut, wa? Weiß auch nicht ein anderes, aber egal. Was sieht da? Naja, die Zeit vergeht und vergeht. Wenn wir keinen Heiler hatten. Kämpft nun ein Heiler? Nicht sehr schlau. Ja, das stimmt. Aber eigentlich müssten die unsere Magier, sprich Zoen und Iliana spätestens, wenn sie weiterentwickelt sind, auch Heilstäbe gebrauchen müssen, dürfen, wie auch immer.
töten konnte. Cool. Catherine und Jin waren wirklich sehr besorgt, als sie zum Haus von Eltern brachten. Kann ich mich auch erinnern. Jo. Ja. Schön. Der letzte kann. Und der lebenswürdig, besonders seine Mutter. Ja, nochmal durch, ey. Ja, teilweise haben die echt länger. Da ist er nicht unbedingt so. Gesprächspartner, nö. Speichern und weiter geht's mit Kapitel 9. In Galia auch schon. An diesem Ort werden Erinnerungen wach. Hier hat sich nicht die kleinste Kleinigkeit verändert. Titania, ihr wart schon einmal in Galia? Vor langer Zeit war ich hier. Ich war ein Ritter von Crimea. Ich kam über ein Austauschprogramm für Offiziere hierher. Ich brachte viel Zeit damit, im königlichen Palast von Galia zu studieren. Jetzt wird mir einiges klar. Deshalb hat euch der Anblick der Lagusen überrascht. Genau. Ah, ich habe das Meer vermisst. Wenn die untergehende Sonne das Wasser berührt, scheint es, als stünde der Horizont selbst in Flammen. Mein Vater wusste, wo sich das alte Schloss befindet. Er fühlt sich ganz so, als sei er ebenfalls schon einmal in Galia gewesen. War er mit euch hier? Und wir waren nicht die Einzigen. Du warst auch hier, Ike. Ich? Wie? Ike? Ike? Ja, Mordesai, komm, gehen wir besser. Ja, wir setzen unsere Unterhaltung später fort, wenn wir das Schloss erreicht haben. Das war seltsam. Was gibt es, Mordesai? Seid ihr müde? Sollen wir uns hier ausruhen? Nein, ich denke, es wird nicht nötig sein. Gut. Björk sind eine schwache Spezies. Diese Strecke ist doch lächerlich. Jede Laguse würde die Distanz mit einem einzigen Sprung überwinden. Lütte! Stimmt doch. Wenn du weitermachst, bestellst du den König. Du klingst wie ein Dummkopf. Psst. Du bist ein Untergegner. Sprich niemals in das um hier, ja? Was falsch ist, ist falsch. Du bist eine starke Kämpferin, Letta. Wenn es um die Björk geht, bist du einfach zu stur. Wie bitte? Komm schon hierbei, beruhig doch mal. Ja, aber echt, ey. Mordesai? Warte. Oh nein. Der Geruch im Wind. Es riecht nach Eisen. Der Geruch von Waffen. Der Geruch von Björk. Mit schwerer Rüstung, guten Waffen. Bist du sicher? Ja, leider ist er sicher. General Kotov! Wir sollten aus Crimea in unser Operationsgebiet eingedrungen. Wir sind in der Falle. Gut, ruf dir den Mann. Mach er bereit. Wir halten den Gegner hier auf. Der Fehlmann. Festung Tatana. Okay. Ja, jetzt wird's lustig. Schwarze Rüstungen, das sind Soldaten aus denen. Hier sind tatsächlich Invasionstruppen. Densgewürm. Sie stolzieren durch Galias Wald, das wird ihnen gehören. Das werde ich nicht erlauben. Ja, das Schloss im Süden. Viele Björk sind da drin. Tragen eiserne Waffen. Ich rieche sie. Das ist nicht gut. Titania, alle sollen sie versammeln. Ja, verstanden, Kommando. Jo. Und nun? Was meinst du? Wenn ihr dahin wollt, sollt ihr die Ruinen im Süden einnehmen. Und da ihr mit Sicherheit lieber fliehen wollt, bietet euch der Fluchtweg dort an. Wir werden kämpfen. Oh? In manchen Situationen ist eine Flucht vorteilhaft, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir heute verlieren werden. So. Kämpfe auch. Gut, wir können Hilfe gebrauchen. Allerdings. Wir sind alle versammelt. Gut, dann los, Leute. Ich möchte, dass ihr beide mit Alien Rolf nach hinten geht. Natürlich. Geht's hin, jawohl. Sei vorsichtig. Jeder, der in der Lage ist zu kämpfen, nimmt keine Waffe. Queltsöldner. Bewegung! Okidoki. Die Truppen. Wenn mal 8 von 8 war. Mia, Iliana, okay. Also ist auch nicht nötig, wenn wir alles beisammen, was wir brauchen. Zumindest aktuell noch. Nehmen noch was. Freund her, okay. Wir sind Freunde, cool. Na, ich kann noch mal abspeichern. Und dann geht's los. Seite an Seite mit unseren Freunden, den Lagus. Ike! Alia, was? Ja, was machst du denn? Ihr sollt im Hintergrund halten. Nein, Ike, wir werden an deiner Seite kämpfen, beide. Was? Seid ihr verrückt? Im Ernst, Alia, beide haben nicht mal Waffen. Ich habe dies hier. Ein Halsstab? Genau, und Rüst hat mir beigebracht, wie ich ihn verwenden muss.
kann Verletzungen heilen. Zwar nur klein, aber dennoch. Kleine? Nein, du hast ihn auf keinen Fall mit aufs Schlachtfeld. Bitte was? Rolf, hör auf, dich in den Rotzluft zu übernehmen, du Heini. Du Hirni. Warte auch kämpfen, ich bin gut mit dem Bogen. Wirklich? Das ist ganz was Neues. Eine bessere Lüge fällt dir wohl nicht ein, wa? Das ist keine Lüge. Das stimmt, der lügt nicht. Natürlich lügt er. Das ist nun Dahlia. Rolf hat immer mit dem Bogen geübt und er ist wirklich gut, nicht wahr, Rolf? Das bin ich. Wann hast du gelernt, mit dem Bogen umzugehen? Mal sehen. Ich glaube, ich habe das einfach so gekonnt. Ja, zu liegen, du Popelfresser. Alter, was ist das für ein großer Bruder? Nun bin ich einfach ein Wunderkind, weil ich es mir selbst dabei gebracht habe. Du Kleiner. Du weißt ja gar nichts, Beut. Genau. Das ist lächerlich. Rolf und Beinen, geh zurück. Nein, werden wir nicht. Rolf und ich sind einfach da sitzen, warten, wo euch sorgen. Ja, ist gut, lass ihn einfach mitkämpfen, Mensch. Ja, wir müssen lange quatschen, hey. Ist echt ein Let's Talk, schon ein Let's Play. Ja, man rennt mal mit, dankeschön. Wir sind jetzt gleich so, wie sieht mit den Werten aus? Für Level 1 sind wir ziemlich gut. Na, Rolfs Bogen an schlecht. Spezieller Bogen, den Rolf im Training verwendet, kann nur von Rolf eingesetzt werden. Na, okay. Das ist ein spezieller Heilstab. Nö. Also beide trainieren werden, weiß ich jetzt nicht, Leute, weil, ja, ich werde ja vermutlich nach diesem Teil, also sprich nach, verdammt. Power of Radiance, dankeschön. Werde ich ja vermutlich noch einen Nachfolger Let's Playen, sprich Radiant Dawn. Und das spielt 3 Jahre nach diesem Teil hier, also auch schon. Und da kommen die meisten dieser Charaktere wieder vor, die wir hier treffen. Sprich Alien Wolf auch, und die sind natürlich 3 Jahre älter. Da würde die eigentlich gerne eher dort einsetzen, nicht hier in diesem Spiel. Was ist denn das hier genau? 16? Hä? Eine Klaue? Kann aber gleich weggeworfen werden, nie abgenutzt. Okay, was ist ein Lagustein? Das ist nur für Lagus geeignet, okay. Ja, wir werden es gleich erfahren, Leute, das funktioniert das Ganze. Müssen noch irgendwie ansprechen oder so, oder? Nö, wir sind einfach da, okay. Wo sind hier eigentlich alle? Sprich, wo können überhaupt alle hin? Da ist eine grausam große Map. Eine Stabaxt. Okay, nicht ein Giftaxt. Oh, natürlich hier unten noch alles Mögliche. Das heißt, die schnellen Einheiten gehen nach unten. Stabaxt. Haben wir irgendwie gerade einen guten Schwertkämpfer. Natürlich, Mia. Titania geht hinterher. Ein bisschen schneller sein muss. So, jetzt habe ich hier noch einen Magier. Stahlaxt, das muss eigentlich auch für sie sein. Ich schicke da mal so einen mit. Und Rolf am besten auch noch. So für den Notfall halt. Plus Whis noch zum Heilen. Okay, der Rest geht hier nach vorne. So kein Problem. Der hat die meiste Reichweite. Wer kommt denn schon mal hier hin? Der hat ein Stahlschwert. Perfekt, also für unseren guten alten Oscar. Jo, passt's. Alle hinterher zum Heilen. Sie genauso noch ein bisschen angreifen. Dann Ike und Boyd sind das super Team. Also generell eigentlich Ike, Boyd und Titania sind ja unsere. Naja. Die halt, die richtig gut Gestaltwandler, cool. Die gut reinhauen können, hä? Also sie kann es verwandeln, aber eher nicht. Was soll denn das? Alter, macht die wenig Schaden. Ist das übel. Ja, überlegen wir zweimal, ob ich die trainieren soll. Was? Das ist ein Verarschen, du hast eine Eisenlanze, Kumpel. Och Mensch, du kannst aber auch nichts verlassen hier. Übrigens, ja. Wenn ihr eine besondere Aufgabe für uns habt, wir hören auch gerne zu. Bitte? Bah, wasch dir mal die Ohren. Du Beorg, wenn du es wünschst, folgen wir deinen Befehlen. Du musst uns anweisen. Ist echt willens, Befehle von mir anzunehmen? Das ist ein Kampf der Beorg. Wenn du uns keine Anweisung gibst, haben wir keinen Grund, noch länger hier zu bleiben. Oh Mann, ey.
Ja, dort werden wir fahren und gern geschehen und ja, wir kämpfen. Wir sind cool, Mann. Cool. Ich muss erstmal gucken, was zum... Ach so, er kann... dann schlecht. Schwer, hä? Ausschwärmen, Aktion Rang ermessen, okay. Befehl für sie war. Sie kann sie verwandeln, oder hat sie ja verwandelt, aber er kann es nicht. Er hat doch einen Lagustein, verstehe ich nicht. So, jetzt haben wir noch einen Donner-Typi, die kommen eh nicht dran, dann sind es echt nur die hier, wa? Wieso in 3 Gottesnamen doppelst du nicht Oscar? Boah, ist gut, Myrmidon ist natürlich übel, das sehe ich ein. Man kann es so Inplant machen und doppeln. Jo, werden wir schon viel besser. Das wäre noch viel besser. Ja, Mann, er doppelt zwar nicht, aber crittet. Nehmen etwas mal. Aber ich habe echt das Gefühl, dass es ein bisschen schwach auf der Brust kann es sein. 10 Landsrätegeschwindigkeit plus 8, also gut, natürlich Myrmidonen sind schnell, das ist so. Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Ja, noch, der kommt eh nicht lang, der auch nicht, ich würde gerne ihn halt anlocken. Am besten mit Sowen, dann kann ich mal bei ihm ein bisschen donnern so. Jetzt das Feuer trainieren, wa? Nö, Donner finde ich ein bisschen cooler. So, Rolf soll ein bisschen was zeigen. Jo, gar nicht mal so schlecht. Also im Vergleich zu den anderen. Aber ihn trainieren, nee, Leute, denkt echt, dass ich Rolf und auch Alia eher weniger trainiere und mir dann das ein bisschen für den Nachfolgeteil aufspare. Weil in der Regel bei Fire Emblem Spielen ist es eh so, du hast Dutzende Charaktere, teilweise sogar bis zu 30 und so, aber kannst im ganzen Let's Play sowieso meist nur etwa maximal 10 bis 15 dabei haben im Team, also muss sowieso für ein gewisses Team entscheiden, das ist eh doof. Ja, wenn das ein bisschen doof ist, mein toll, der trifft mich kaum, ist schön, aber dass ich wenig Schaden mache, ist echt doof. Gleich mal ein Crit, wäre noch schön. Nö. Der hat keinen Bock drauf. Guck von mir aus. Dann macht Athenia das eben im Sinne von Stall an sie trainieren. Jo. Trotzdem 100% Trefferchance. Naja. Trotzdem sieht es nicht so eine schwierige Mission aus. Kriegen, glaube ich, locker hin. Okay, dann sehen wir die hier. Kein Schaden genommen. Sehr geil. Heißt, für Risk gibt es momentan nichts zu tun. Tut mir leid, Alter. Die ist eigentlich auch kein Problem. Genau. Dann noch die hier. Lanzentyp, natürlich kann ich Beut machen, natürlich ist sie weit weg. Toll. Myrmidone, aber natürlich Stabachs. Nee, bringt alles nichts. Nö, das ist jetzt ein bisschen doof. Kann Ike vorschwächen für sie halt, wa? Der Elfendonner gefällt mir noch ganz gut. Das müsste mit eigenen 14 Schaden machen. Natürlich nicht mehr, also durch auch noch eine Voraussetzung. Eisenschwert scheint aufzugehen. Und sonst kriegst du halt... Ja, nicht ganz so verkehrt. Nö, er macht's nicht, okay. Muss ja nicht sein. Dann haben wir den hier unten mit der Lanze. Wollen wir natürlich ein bisschen so machen. Eisenpass, jetzt kommt er nur bis zu Aikin. Cool. Dann kann sie den Typen platt machen. Also ein normaler Donner. Aber wenn du nicht triffst, dann wirst du gedoppelt. Kein Problem. Flup. Wow, 39, krass. Was für ein Levelunterschied? So, Alia, bitte heilen. Jetzt kann ich nochmal hier hin, okay. Kann natürlich schon im Feld weiter. Und ihren Bruder heilen. Yeah!
Also wird doch sie noch trainieren? Ich meine, sie geht auch zu Ike und so. Ja, wie gesagt, muss man ein bisschen gucken, wie ich das mache. Okay, das ist doch krass. Die haben was drauf. Ein Duell der Magier. Mal gucken mit Thunder. Daneben. Das sind Thunder. Kapiert man? Ja, ich wünsche mal das Waffenlevel ein bisschen höher gehen. Vor allem ein bisschen schneller. Er kann gar nicht angreifen? Hä? Wieso? Ich meine, er steckt einfach rein, da ist ja schön. Das versteht zwar nicht, aber egal. Ich komme. Sehr okay. Antworten, was ausweichen? Ah, dem Gegner aus. Ja, ja, gut, machen wir das mal. Passt durchaus. Dann geht er mal ein bisschen nach vorne. Vielleicht kann er einen Typen dort abfangen. Jo, könnte klappen. Das heißt, ich hätte gerne Beut und Oscar die beiden Typen platt machen. It's Hammer Time! Autsch, voll Magen. Lalalala. Level 12, Level 11 und so, okay. Jetzt, wie sieht es hier hinten noch aus? Und noch ein paar Typen. Da ist ein Stahlbogen. Natürlich ein bisschen nervig. Ein Rittertor, ja, schlecht. Oh oh, der kommt bis hierhin, war. Der nicht. Ist vor allem der hier. Der mit dem Stahlbogen, okay, das ist kein Problem für uns. Ja, das hingegen schon ein bisschen. Jetzt sind wir bloß 11 ab. Da noch sicher auch nicht so viel, also. Gehen wir mal sicher mal hier. Ah, können wir gleich noch mal sicher. Wäre ein bisschen doof, wenn wir bereits irgendwie bei Part, wie viel haben wir jetzt? 14 war, wenn ich bereits eine Einheit verlieren würde. Das fände ich etwas unpraktisch. Der kommt so weit. Nein! Ah, weil der Kreis nicht hinkommt. Das ist zu lahm. Ein Heilen, das nötig hat. Kann ich vielleicht mal da einmal ein bisschen heilen. Oh, Mann, ey. Ich kann bloß so lahmarschig sein. So, hau ihn bitte wegsauen. Denn du sollst ja dein Waffenlevel trainieren. Sehr schön. Jetzt kommt der noch in Greifweite, war eine Giftaxt. Ein Vergifttreffer schon komm, der trifft niemals. Eisen passt. Dann macht er das. Rolf ist noch in der Hinterhand, was das sein sollte. Und dann kann Titania schon mal langsam aber sicher Richtung Hütten gehen, war und dort ein bisschen, naja, helfen halt. Partnerzug. Tja, und er ab, cool. Nein, jetzt ist hier. Oh oh. Der kleine Alia ist jetzt voll in Reichweite. Ups. Ich hätte Halt machen sollen. Ja, Halt wäre sehr, sehr viel klüger gewesen. Die hat nur 16. Nein, nicht angreifen, nicht treffen. Dieser Stahlanzug muss ausweichen. Alia! Uff. Alter. Hab ich ein Schwein? Hab ich ein... Also wäre das Awakening oder Shadow Dragon, sie wäre tot. Kommt da jetzt schon wieder? Mal sehen. Wo sind sie? Ja, da sind sie ja. Marcia, die sind doch noch da. Ja, fliegende Einheiten, schön. Toll, die bin gar nicht in Reichweite. Kann jemand anderes hier anquatschen? Alter, war das knapp, ey. Jetzt sagen nicht, du willst das Haus kaputt machen. Nein! Verdammt, wir kommen nicht hinterher. Och, komm, wenn es so schnell geht. Müsst ihr echt so fies sein, Leute? Komm, die haben Äxte, trifft mich eh nie.
Den anderen schon eher, deswegen ein bisschen auf Abstand gehen. So. Hilfe. Hat das knapp. Oder zu knapp für meinen Geschmack. Oh, ich tappel dich weg. Mit Elfendonner, du bist tot. Und das tut weh. Das gefällt mir doch. Jetzt noch die hier, aber ist kein Problem. Der kommt eh nicht weit. Das heißt, Oscar greift dem mal ein bisschen frontal. Natürlich genau denjenigen, der... nicht trifft, ist doof, aber wir versuchen's mal. Oh Mann, Oscar. Oscar soll noch einen Gegnerplan machen. Haben wir das? Ich überlege, ob wir den anlocken soll hier, aber nee, komm, bleibst mal hier. Dann kann sie dich noch ein bisschen heilen. Heide, Säge, 7 Tage Rege. Ja, schön. So, haben wir hier den Hammer-Typ noch und einen guten Beut. Stahlbogen, Magie, das ist nicht ganz so schön. Ja, mit runtergehen war und Ike geht ihr entgegen, um sie anzuquatschen. Ja, das ist echt das Problem. Greifen die beiden sie an? Ich hoffe natürlich schon. Sie ist schon so geschickt und so, die wird locker ausweichen. Wenn nicht, ist es auch kein großer Verlust. Klingt brutal, ist aber so. Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt das zerstört. Bitte nicht. Das ist... Gut, hinten kann er auch noch hin, aber trotzdem. Wenn es so geil wird... Die werden auch das, sie können es auch zerstören, aber nö, natürlich die Banditen müssen kommen und Piraten. Geht's jetzt ganz locker da entlang, jetzt plötzlich, könnte doch mal zerstören gehen und so. Mann, ey. Naja. Aber es weitergeht hier bei Fire Emblem Power of Radiance, sind wir dann im nächsten Part der Freunde und ich hoffe doch, es geht ein bisschen stetiger voran. Oscar hat noch ein Level Up. Boah, ist soweit cool drauf. Ike sowieso. Und ich bin gespannt, ob sie sich jetzt eigentlich uns anschließt. Leichtlanz, Langspeer. Pegasus Ritter Level 5 zwar bloß, aber eigentlich noch gute Werte. Glaubt ihr noch gutes Potenzial, wa? Übt Feuer wiederum. Ja, bis weitergeht, wie gesagt, in nächsten Part wieder zurück bei Fire Emblem Power of Radiance. Bis dahin, ciao zusammen.